Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk Papier. Ich bin Anne. Wir basteln gerade an unserem Adventskalender Büchli, wo man jeden Tag so ein Kärtchen rausziehen kann und dann steht dahinter dann irgendein hübscher Spruch oder irgendetwas. Und jetzt wären wir dran, die Kärtchen zu machen, weil alles andere ist jetzt soweit. Da habe ich noch 2 mehr. Eins habe ich tatsächlich schon fertig gemacht und verschenkt, weil das hätte ich ein bisschen pressieren müssen. Darum kann ich euch das Fertige jetzt leider noch nicht zeigen, aber wir machen heute das miteinander fertig und dann können wir das miteinander bewundern. So, also der Plan ist... ich glaube, was ihr noch nicht gesehen habt, was ich im letzten Video mich gefragt habe, wie wir das machen wollen, und zwar mit diesen Zahlen. Genau, und die habe ich jetzt einfach so draufgeklebt. Das sind so Sticker, die ich gefunden habe. Das habe ich im Müller gekauft und das sind also tatsächlich immer so Dreier-Set. Und darum, jetzt kann ich gerade mal schauen, da ist noch eins mit grossen Zahlen. So, die finde ich auch mega hübsch. Ich konnte mich eben nicht entscheiden und darum habe ich beide müssen nehmen. So, gut. Also, jetzt machen wir heute mal das miteinander. Und zwar die Kärtchen, da kann man ja jetzt hinten nichts draufschreiben. Das bedeutet, ich muss hier ein Zettel draufkleben. Und der Plan ist, ich habe mir hier so Häuserli-Papier gesucht, das nicht so blütenweiss ist, sondern so ein bisschen gelblich, beiglich, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Genau, es sieht ein bisschen vergilbt aus, es passt natürlich super in unser Journal, vor allem in die mit dem kaffeegefärbten Papier passt das natürlich wunderbar zusammen. So, also, ich nehme mir die Kärtchen, ich schaue, wie gross das muss sein und reisse mir das so ungefähr zu. Oh, so. Ah, super, da hätten wir jetzt das Rändchen noch abreißen. So. Jetzt ist es noch ein bisschen zu gross. Da und da. So, bei den kleineren Kärtchen schaue ich wirklich, dass ich das gut ausnütze. Bei den grösseren darf es auch ein kleines grösseres Rändchen rundherum sein. Aber ich muss ja dann auch noch etwas draufschreiben. So, und ich inke die ganze Geschichte einfach mit einem schönen Grün da. Das ist jetzt ein kleines leuchtigeres Grün. Da könnt ihr natürlich auch Rot nehmen oder irgendwas Weihnachtliches. Aber ich finde, wir haben schon so viel Rot in unserem Journal. So, und ich denke, ich nehme da jetzt einfach den Leimstift, um das aufzukleben. So, super. Und gleich noch vorne drauf geschmiert. Voilà. So, und dann tue ich die Kärtchen auch noch inken. Weil ich finde, das macht ein bisschen mehr etwas her. Ich weiss, ich hätte die ganzen Geschichten, die wir hier noch ausgestanzt haben, auch noch inken können. Das hat auch noch ein bisschen mehr hergegeben. Das wäre auch noch ein bisschen schöner gewesen. Aber ich habe mir dort überlegt, dass wenn ich jetzt die inke und nachher aber diese Sachen, die kann man ja nicht inken, da kommst du ja nie her, das ist ja da so fein und so. Das sieht nachher gleich irgendwie auch komisch aus. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt tue ich halt die Sachen, die ich einklebe, nicht. Das wäre ja ziemlich grosse Arbeit gewesen.
bei 4 Büchlein, ja, gut, hätte man schon können machen. Aber ja, eben, es hat mich dann komisch gedacht, ich kann ja den Baum nicht inken. Oder da, die winzig kleinen Löchchen und so. Aber bei den Kärtchen finde ich es gut, wenn die geinkt sind. So, und was ich auch noch gemacht habe, ich habe hier so Kleberli, Weihnachtskleberli, zum Teil so ganz winzig kleine, und die finde ich gerade perfekt, um hier noch auf das Loch aufzukleben. Das habe ich noch so herzig gefunden, wenn man das macht. Es gibt noch so ein bisschen ein kleines Glitzerli und ja, das ist doch schmusig. So, ich tue jetzt einfach mal alle bekleben und beinken und das Kleberli drauf, dort wo man eins kann drauf tun. Jetzt hier zum Beispiel mache ich kein Kleberli drauf. Aber bei all diesen Tags, die oben so ein Loch haben, habe ich gedacht, klebe ich doch einfach das Kleberli drauf. Selbstverständlich könnte man auch ein Bändchen drauf machen. Dran machen noch. Aber dann wird es einfach noch einmal wieder ein bisschen dicker. Das ganze Büchlein. Und ihr werdet es dann sehen. Eben, wie gesagt, ich habe ja schon eins fertig gemacht. Also das bedeutet, ich habe schon eins ausprobiert. Und alles das, was ich jetzt werde reinkleben und so weiter, das passt dann also. Und dann wird es schon relativ bulkig, das Ganze. Also, aber es geht gerade noch schön. So. Oh ja, das ist gut. So, voilà, dann sind wir hier fertig. Alle sind beklebt. Ein paar musste ich noch austauschen. Vor allem hier hinten, da hat es dann am Schluss nur noch so ganz kleine Kärtchen gehabt, wo man kaum irgendetwas draufschreiben kann. Die habe ich mit noch ein bisschen grösseren Kärtchen austauscht. Und ja, natürlich nicht überall müssen etwas draufgeklebt sein. Da habe ich einfach ein bisschen mehr geinkt, dass das nicht so ganz schneeweiß ist. Ja, genau. Und so sieht das jetzt aus. Jetzt kann ich hier etwas draufschreiben. Was ich mir jetzt noch vorbereitet habe, ist, ich habe noch tatsächlich gleich noch Tee. Das kommt auf jeden Fall noch rein. Also das kommt dann einfach auch noch in ein Täschchen rein. So ein bisschen mehr oder weniger gut verteilt. So, und da irgendwo da hinten noch eins. So, das passt auch immer noch von der Dicke her, mehr oder weniger. Und was ich jetzt noch habe, sind 3 Kerzen. Okay. Jetzt habe ich natürlich nur noch so blaue und weiße. Ich weiss nicht, ob ich noch 3 von denen habe, die noch nicht angezündet sind. So. Aber doch, die blauen passen doch ins blaue Journal, mehr oder weniger. Genau, für die 3 Adventstage, also 2., 3. und 4. Advents. Und da, die klebe ich einfach mit einem Kleberli drin rein. Und ich schaue, dass ich sie dann, ich muss jetzt noch nachschauen, welche Tage das wirklich sind, dass ich die so ein bisschen am Rand reinklebe. Und zwar jetzt zum Beispiel so hier am Rand, wo sowieso schon ein bisschen leer ist.
also wo es sowieso schon Platz hat, oder auch dann so innen, drinnen, geht das auch noch recht gut, ohne dass das dann ja, noch bulkiger wird. Oder? Wenn ich mir das vorstelle, ich klebe es jetzt genau hier her, wo sowieso schon das Teebeutel ist, dann wird es immer wie dicker und dicker. Aber wenn ich es jetzt hier reinklebe, dann kann das recht gut noch zu. Ich muss geschwind schauen, welches das unsere Adventstage sind, und dann weiss ich auch, bei welcher Zahl dass ich die reinkleben kann. So, gut, also das wäre der 7., der 14. und der 21. Dann nehme ich hier einfach ein Kleberli. So. Und dann schauen wir doch mal am 7., wo wir das jetzt am gescheitsten herkleben. Vielleicht hier. So. Und dann hebt das gut, es rutscht nicht raus. Da müssen wir noch ein bisschen abschneiden, das Rändchen. So. Gut. Und jetzt, das habe ich gesagt, 14. Gut, dann kleben wir das hier schön da innen rein. Ui, das ist ein bisschen krumm geworden. So. Gut. Ja, passt. Und 21 ist irgendwo da. Da passt doch das noch wunderbar da auf der Seite her. So, das können wir wieder abschneiden. Gut. So, wunderbar. Das macht es überhaupt nicht zu dick. Und jetzt aber, genau, das ist bei dem Büchlein, das ich eben schon fertig gemacht habe, das ich verschenkt habe, natürlich das da. Ja, so können wir das ja vergessen. Man könnte jetzt hier noch einen Falten machen und es dann so umlitzen, dass man es so hat. Upsla. So. Aber ich finde das irgendwie auch blöd. Ich habe jetzt beim anderen Büchlein das abgeschnitten. Und ich denke, ich mache das so auch. So, genau. Ja, so ist viel hübscher. Mal, das gefällt mir viel besser. Und jetzt habe ich gedacht, ich möchte gerne noch die Ecken runden. So. Jawohl. Da. So, und das könnte ich ja auch noch gerade mit allen Seiten machen. Das hätte man natürlich alles vorher schon machen können. Ich mache es halt jetzt. Ah, super, jetzt ist das Kerzchen im Weg. Machen wir das dann mit der Schere. So, genau. Und jetzt wird das auch noch ein bisschen inkt.
Aber einfach vor allem, dass diese weisse Kante hier nicht mehr weiss ist. So, genau. Jetzt werden die Zettel natürlich noch alle beschriftet. Kommt irgendein schöner Spruch drauf oder ein Wunsch oder was weiß ich. Und wenn dann das soweit ist, habe ich hier so ein Bändchen. Aus dem Aldi habe ich das gefunden. Das finde ich so herzig. Es sind so 3 verschiedene Bändchen und es hat so Krällen dran, irgendwie überall. Die lassen sich auch so ein bisschen verschieben. Es hat aber immer so einen Knopf, irgendwas 30 cm oder so. So, und dann kann man doch das da irgendwie 2-3 Mal drum wickeln. Oder so. So. Ach komm, machen wir es doch so. Das ist gerade super. Gerade schön. So, dann muss ich aber hier auf jeden Fall wieder einen Knopf machen, weil sonst geht mir das ganze Karsumpel dann ab. So, da hat es schon einen Knopf, aber jetzt könnte ich doch alles, was hinten ist, irgendwie vorbringen. Aha, nein, auf diese Seite. So, das kommt alles so ganz ans Ende. Ja, und hier auch. Dann haben wir hinten keine Krällen und vorne, vorne sind dann dafür alle. So, und dann kann man sich da zum Beispiel so einhängen. Oh. Braucht man aber noch einen Knopf. Noch einen engeren Knopf. Und das schön rein. So, jetzt aber auch. Was habe ich jetzt gemacht? Nein, jetzt habe ich es Knosch. So. Aha, jetzt. Aber, wo kommen denn die jetzt hin? Die kommen da oben. Oh je, ist das ein Knosch. Ich meine, es ist ganz einfach. Aber ja, es wäre theoretisch auch ganz einfach. So. So, genau. Und jetzt hier einfädeln mit dem Sternchen. So, genau. Ja, jetzt ist gut. He? So, das muss ja nicht bombenfest sitzen. Es soll einfach ein bisschen zu sein und ein bisschen herzig aussehen. So. Ah, heben sollte es auch noch. So. Ah, jetzt ist gut. Jetzt passt es mir. So, die Krällen sollten eigentlich noch führen. So. Wow. Jawohl, jetzt ist gut. So, das ist ein herziger Adventskalender. Ich finde es mega cool. Ich finde es super, dass es jetzt tatsächlich noch zur rechten Zeit fertig geworden ist. Ich habe noch 2, die ich muss fertig machen muss, aber ich habe auch noch ein kleines bisschen Zeit. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spass gemacht beim Zuschauen. Und dann wäre es schön, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dann. Tschüss.